Mijn naam is Neufeld en ik wil die van jou mijn levensgeschichte vertellen. Ik werd geboren in Cuauhtémoc en Rubio, zum Kraak zijn. Rubio is een kleine stad van Cuauhtémoc 40 kilometer im Norden an. Dat is waar ik geboren werd en ik heb immer hier in deze omgeving gewoond. En ik moet zeggen, ik heb een interessant leven hinter mij. Viele dingen wo ik terugkijken doe en me vrijen doe en werkelijk dankbaar zijn voor wat ik beleefd heb. Andere dingen zijn alle dingen wat einer vielleicht wird wellig zijn uit dem Stich gegaan. So, als ik 5 jaar oud was, dan word ik aan dat in dit leven is niet immer alles leeg. Dan word ik aan dat jaft en dood. Wat ik me van voordem op niet denken kon dat ik me evers die vrouw gesteld had, dat ik dat evers gezien had, dat du irgendwo in dood was. Als ik 5 jaar oud was, dan starf mijn mom. Ze had een krankheid en ze was niet zo lang krank en dan starf ze. En nu dit, dan vang een ganz anderes niet op een truiet leven in onze familie aan. So mijn dad met 3 nate kinderen, ik was 5 jaar oud, ik was het oudste. En 2 kleinere geschwister wist ik niet goed en hebben vriend zich frisch. En dan vang een schwaar familieleven aan. We hebben veel ons om zich uitgesproken en ten anderen. Niet op een leeftool gewacht. De leef die wir niet zo reich in ons huis, zal ik zeggen. Maar ik ben dankbaar dafür, dat we bij dem Punkt gekommen zijn als ganze Familie. Dat we Jesus fingen deuten en jeder einer von uns hat nie Jesus gefunden. Und ich bin dankbar, dass unsere Familie nu doch eine ganz andere Richtung genommen hat, als das lang war. Aber ich fange an abzuwachsen, als ein 5-jähriger Jung, in Angst. Immer war wenn ich was tun, da würde ich bestraft kriegen, einmal vielleicht sehr bestraft kriegen, oder sehr uitgebreld kriegen, oder was immer. Und diese Angst, die wird langsam über sich verwandeln in een grote woord en een hoed. Jij, mijn stepmom. So, ik weet nog graag, als ik 11 jaar oud was, dan was dat het eerste Mal, waar ik me woog en woed jij, mijn stepmom te zijn. En dan word ik aan, dit schoft actually. So, van du wieder fangt dat aan een klein met pinkelja te worden. Dat ik er nog mal wil jij reden, wanneer zij te mij wat zeggen dat. Nee, ik wil één ding zeer klar merken hier. We immer de Älteren ons behandeln doen, dat jaf ons nicht in Reich, de Älteren nicht respekten, oder gegen de Älteren te gaan. Dit deut ik aber sehr stark über dem, wat ik omvang älter te worden. So ik weer 14 van ungefähr, dann fange ich an op August te zijn en ik fange an met verschiedene Losdags te spelen, wo ik Luther dan ook sehr diep nangeroden deut. Als ik 14 jaar oud, dan had ik een vriend, wo ik gewöhnlich met top was. En hij verdronk een zin und nummerig en een puddel, wat we so im Darp hadden, wo hij gewoon schwamm. Dat was für mich een groter Schock. Dat was schwer für mich. Ik had al mijn Mom verloren als ik 5 was. Nu verloor ik een vriend als ik 14 was, terwijl ik nog close was. Aber leven ging wieder en ik ging dollar en partyleven aan. Ik had viele partyvrienden. En dat wir immer ein bisschen denken, wo immer ich wir, du wie für solche Party. Dat wir nicht bloß, dass ich brauch du Hand fahren, zum sein, wo ein Party zu fingen, aber wenn ich wo wir dann, wo du all irgendwo ein Party angehen, nicht so? Na, wie ich 17 Jahre, und wir hatten unseren Nubasch, er jung, und ich, wie wir zu sein, alle Tag taub, wie wir uns Brüder. Wir würden uns gleich durch alle Dinge vertalen, wenn uns was schön ging, oder wenn uns was schlecht ging, oder was immer alles sein. Vertalen wir uns. Und ein Sonntag ich ganz Abend, dann wir haben 3 von seinem Jahr und wir trafen uns so bei einem am Hof. Und ich sagte, hey, ich fahre nach Haus. Und er sagte, ich will noch einmal den Lingen Darp fahren und dann komme ich 3. Aber zum den Lingen Darp fahren muss er eben heavy fahren. Und als er 3 kam, prall er taub. Und ich stand buiten und kijkt, zag wat passiert, ik ran door aan en ik vond op hem heavy dood liggen. Dat was het laatste
von meinem ganz besten Freund, wo ich bei dann gehört habe. Dann kann ich so zu sein, dass meine Welt die verschäht. Und ich kann nicht verstehen, warum diese Dinge passieren. Das wie einmal passiert, dass er klein wie und dann passiert das wahre mit einer Person, die gestorben ist, und dann passiert das wahre. So ich ging dort in mein Leben an, wo ich Freiheit sehen dort. Wo ich aber auch bei dem Punkt gekommen bin, wo ich das selbst weiß, hier ist keine Freiheit. Wenn ich fühlt mich sehr laarig, sehr fern. Ich bin 12 Jahre alt, als ich das erste Mal die Gedanken habe, dass die Welt wie besser auf, wenn ich hier nicht wäre, und ich würde mir das Leben nehmen. So ich ging bei uns zum Stall an, ich bin Strang Sport an, und bei dem hat mein Dad an, und er fragt, was das ist. Ich sage, ich will eine Schockel mehr. Mein Dad die dat du veel te lang bent für mich. So, ich war einduldig und mir war das amaklich und ich ging eruit. Laut eine Jugendjahren habe ich mir einmal von so einem Gerät. Ich habe mir einmal mir probiert, um 40 Ritter zu schmieden, wenn wir stark fuhren und so wieder. So meine Freunde wissen das all, wenn ich ein bisschen getrunken habe, dann kann ich eben nicht mehr ohne Sied saten, dann muss der eine Mäd saten, wenn anders irgendwann nachher vereinlegt dort vielleicht ein schmutzig Rüt. Meine Idee wäre, ich würde den Menschen dort wiesen, dass ich heute so viel Valor, dass ich selbst das Leben nehmen. Wie ein Wasser von meinen Freunden leben fährt, na, der wird gar nicht. Der sagt bloß was, der will ein bisschen Attention und so wieder, nicht? Aber ich habe das klar, den Tag, wo ich dort würde tun, dann würde ich eine große Karte merken, oder einen großen Plan merken, und ich würde alles abschreiben, was Menschen mir getan haben. Dass die Menschen ganz für sich würden sich Lebenszeit schuldig fühlen dabei. Und dann würde ich mir das Leben nehmen. So, ich bin dankbar, dass mir das never passiert ist. Ich bin dankbar dafür, dass Gott seine Hand immer war, als du warst. Für mich. Aber ich glaube, ich das Leben, wo ich führe, dass es halt nicht, dass diese Dinge besser werden. Ich will tüß sehr gehen an, sehr rebellisch. Das ging bei dem Punkt, wo ich das letzte Wort in der Familie habe. Das hält sich gleich, was meine Mom sagt, oder meine Stepmom, oder was mein Dad sagt. Aber ich hielt bloß nicht ab mit Brall und Pflegen und was immer wir alles deuten, was ich erst mein letztes Wort gesagt habe und was der andere ich will erstellen wird. Wenn du das hier ist, und ich wirklich für deine Familie eine Situation ist, vielleicht ist das so schwer, aber ans Kinder gibt das danach immer nicht ein Reich, so hart und so disrespectful, so unrespektvoll sein zu unseren Eltern, wenn das vielleicht kann schwer schien. Aber ich bin dankbar für dort Poat, dort wir über den Punkt gekommen sind, dort wir Jesus fangen. Und keine Familie ist perfekt, unsere Familie ist nicht perfekt. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir uns nicht alle was regnen tun, wir sind uns eine Familie, wir können top kommen, und ich bin wirklich sehr dankbar dafür. Aber dann passiert, und 2016, der 11. November, passiert was Großes, was mein Leben einen sehr großen Turn geben wird. Davon will ich Ihnen ab dem nächsten Video wieder vertellen.